Wir haben ein sehr spannendes Thema heute. Es geht um Geld. In der Schweiz sagt man ja, über Geld redet man nicht, Geld hat man. Aber du kannst total relaxen. Die Kollekte ist für heute schon vorbei. Also es gibt auch am Ende keine zweite Kollekte oder so mit dem Geld. Das war's für heute. Man sagte schon, Geld macht nicht glücklich, oder? Aber ganz ehrlich, ein solcher Infinity Pool macht schon etwas mehr Spaß als das Planschbecken im Garten. Ja, Geld hat eine Anziehungskraft. Geld gibt Status, gibt Sicherheit. Mit Geld kann man sich viel Vergnügen auch leisten. Aber, sind wir ehrlich, die Gier nach Geld hat auch schon ganz viele Biografien zerstört. Die Predigt heute ist Teil der Serie All In. Und in dieser Serie geht es darum, willst du Gott mit ungeteiltem Herzen nachfolgen? Ich habe diese Serie geschrieben und ich bin da wirklich sehr offen ins Thema eingestiegen und ich habe gemerkt, es geht so viel ums Geld, wenn es um dieses Thema geht, mit ungeteiltem Herzen Gott zu dienen. Es scheint ein Schlüssel zu sein, dass wir unser Portemonnaie anschauen müssen. Hey, wie steht es auch um mein Herz? Und heute beschäftigen wir uns mit einem Text, der nicht ganz einfach verständlich ist. Die geübten Bibelleser sind sicher auch schon über dieses Gleichnis von Jesus gestolpert, das wir in Lukas 16 lesen. Was lernen wir vom unehrlichen Verwalter über Geld? Jetzt wandte sich Jesus an seine Jünger und erzählte folgende Geschichte. Ein reicher Mann hatte einen Verwalter. Als er erfuhr, dass dieser seinen Besitz verschleuderte, stellte er ihn zur Rede. Was muss ich da von dir hören? Bringe mir deine Abrechnung, du bist entlassen. Der Verwalter überlegte, was mache ich jetzt? Meinen Posten bin ich los. Die schwere Feldarbeit liegt mir nicht. Und zum Betteln bin ich zu stolz. Aber ich weiß, was ich tue. Ich mache mir Freunde, die mich in ihren Häusern aufnehmen, wenn ich arbeitslos bin. Er ließ nacheinander alle Männer zu sich rufen, die bei seinem Herrn Schulden hatten. Den ersten fragte er, wie viel bist du meinem Herrn schuldig? Der Mann antwortete, 100 Fässer Olivenöl. Hier ist ein Schuldschein, erklärte ihm der Verwalter, trag 50 ein. Und du, fragte er einen anderen, 100 Säcke Weizen. Hier, nimm deinen Schuldschein und schreib 80, forderte er ihn auf. Der Herr lobte den betrügerischen Verwalter dafür, dass er so vorausschauend gehandelt hatte. Speziell, oder? Vielleicht kennst du die Bibel noch nicht so gut, also es steht wirklich in der Bibel. Es gibt da auch Geschichten, die eine spannende Pointe haben. Eben in diesem Gleichnis geht es um einen Verwalter, heute würden wir das vielleicht einen Manager nennen, der da zu allem schaut, was diesem reichen Herrn da gehört. Also er schaut wahrscheinlich für das Personal, den Haushalt und eben auch die Finanzen. Und weil dieser ein Verschwender gewesen ist, wird ihm gekündigt. Und ja, der ist ja nicht dumm, der merkt, okay, mit einem solchen Arbeitszeugnis, da finde ich ja keine Arbeit mehr. Und das war eben noch eine Zeit, wo man nicht einfach aufs RAF gehen konnte. Also er musste jetzt irgendwie eine Lösung haben. Was mache ich da? Und ich finde es mega cool, wie da so ehrlich geschrieben wird. Graben heißt es eigentlich wörtlich. Das ist ihm zu anstrengend, eben die Feldarbeit, das liegt mir nicht. Und ich schäme mich zu betteln. Also, er nutzte sein Geld, das er verwaltet, so, dass er für seine Zeit nach der Kündigung vorgesorgt hat. Aber das dann eben auf unehrliche oder korrupte Art und Weise. Bei Gleichnissen ist wichtig, dass wir
so daran herangehen, dass sie sagen, hey, was ist die Moral der Geschichte? Was ist die Hauptaussage? Nicht, dass wir versuchen, jedes Detail zu interpretieren. Dann wird es eher schwierig oder wir kommen in Auslegungen, die so gar nicht gedacht sind. Also Gleichnisse sind eine Geschichte, um primär einen Punkt herüberzubringen. Das Verhalten des ungerechten Verwalters wird als klug gelobt. Es wird nicht als moralisch einwandfrei gelobt. Es gibt viele Ausleger, die versuchen, das irgendwie noch so zu drehen, dass er eben doch irgendwie ehrlich war mit den Schulden und so. Aber ich glaube, das müssen wir gar nicht. Die Unehrlichkeit, die wird hier auch gebraucht, um einfach eine Pointe zu machen. Er wird dafür gelobt, dass er vorausschaut und dass er clever handelt. Und diese Provokation, die darf uns ja durchaus etwas zum Denken anregen. Nachdem der Herr, der reiche Mann, im Gleichnis den Verwalter lobt, gibt Jesus selbst noch eine Erklärung. Und er sagt da dann im zweiten Teil von Vers 8, denn wenn es darum geht, sich seine Zukunft zu sichern, sind die Menschen dieser Welt klüger und geschickter als die Menschen, die im Licht Gottes leben. Jesus erklärte seinen Jüngern, ich sage euch, so klug wie dieser ungerechte Verwalter sollt auch ihr das Geld einsetzen. Macht euch Freunde damit, dann werdet ihr, wenn euch das Geld nichts mehr nützen kann, einen Platz im Himmel bekommen. Es hat schon ein paar Sätze drin, die etwas schwierig zu verstehen oder schwierig zu verdauen sind. Aber was können wir festhalten? Der Verwalter hat sein Geld genutzt, um damit etwas zu bewegen. Etwas zu bewegen von dem, wo er überzeugt war, da muss sich etwas bewegen. In dem Fall war es seine eigene Zukunft, für die vorauszuschauen. Und das in sich ist clever, oder? Er hat seinen Handlungsspielraum genutzt. Und nun überträgt das Jesus auf Menschen, die im Licht Gottes, das wären Menschen, die eben mit ihm unterwegs sind. Und er sagt, hey, manchmal machen die das nicht. Die hätten zwar Mittel, mit denen sie etwas bewegen könnten, aber sie nutzen sie nicht dafür. Die Menschen, die nicht mit Gott unterwegs sind, die wissen mehr mit ihrem Geld anzustellen, als die Menschen, die mit ihm unterwegs sind. Und dann gibt Jesus noch mehr Erklärungen. Wir lesen noch die Verse 10 bis 13. Nur wer im Kleinen treu ist, wird es auch im Großen sein. Wenn ihr bei kleinen Dingen unzuverlässig seid, werdet ihr es auch bei großen sein. Geht ihr also schon mit dem Geld, an dem so viel Unrecht haftet, nicht gut und treu um, wer wird euch dann die Reichtümer des Himmels anvertrauen wollen? Wenn ihr schon die Güter nachlässig verwaltet, die Gott euch nur vorübergehend anvertraut hat, wie soll er euch dann die Dinge schenken, die wirklich euch gehören sollen? Niemand kann zwei Herren gleichzeitig dienen. Wer dem einen richtig dienen will, wird sich um die Wünsche des anderen nicht kümmern können. Er wird sich für den einen einsetzen und den anderen vernachlässigen. Auch ihr könnt nicht gleichzeitig für Gott und das Geld leben. Jesus zeigt uns da den wirklichen Wert des Geldes auf. Es kommt nämlich eine Zeit, wo es gar nichts mehr Wert hat, wo wir nichts mehr kaufen, verkaufen können, wo wir kein Geld mehr haben. Man sagt ja, das Totenhemd hat keine Taschen mehr. Ich habe von einem Mann gehört, der war sehr reich und der lag auf dem Sterbebett. Und er hat zu Gott gebetet, oh Herr, du weißt, ich habe so viel investiert für meinen Reichtum. Kannst du nicht bitte bei mir einmal eine Ausnahme machen, dass ich etwas mit in den Himmel nehmen darf? Und Gott hat gesagt, also gut, für dich mache ich eine Ausnahme. Es ist nicht lange gegangen, er ist gestorben, ist an die Himmelstür gekommen. Und da stand er mit seinem Totenhemd mit prall gefüllten Taschen. Und Petrus am Eingang sagte, stopp,
Du weißt, das Totenhemd hat keine Taschen. Hey, stopp. Gott hat mir das erlaubt, ich habe eine Sonderbewilligung. Ich muss das kurz abklären. Und ist wieder zurückgekommen. Jawohl, stimmt, du hast eine Sonderbewilligung. Du darfst so reinkommen. Aber zeig mir mal, was du da hast. Und er zeigt da seine Taschen voll Gold. Und Petrus, der kann nicht mehr, er krümmt sich vor Lachen. Und der reiche Mann ist etwas verunsichert. Weshalb lachst du so? Ich weiß auch nicht, aber wieso nimmst du Straßenbelag mit in den Himmel? Obwohl wir kein Geld mit in den Himmel nehmen können, so macht doch unser Umgang mit Geld in dieser Welt macht einen Unterschied für die Ewigkeit. Davon spricht Jesus, wenn er auch sagt, einen Platz im Himmel bekommen und die Reichtümer des Himmels, die er uns schlussendlich anvertrauen möchte. Jesus sagt, an unserem Umgang mit Geld wird sichtbar, wo unser Herz wirklich steht. Es wird sichtbar, ob wir treu sind oder nicht. Es wird sichtbar, wer wirklich der Herr, die treibende Kraft, die Autorität in unserem Leben ist. Und die Grundsatzfrage heute lautet, wer ist der Chef deines Lebens? Sind wir es selbst oder ist es wirklich Gott? Und Geld kann so ein Spiegel sein, der uns da sehr ungeschminkt sagen kann, wo unser Herz steht. Bist du bereit, in diesen Spiegel zu schauen? Du kannst dein Herz nicht mit Jesus und Geld teilen. Und da sind wir wieder bei der Serie. Gehe all in. Gib dein ganzes Herz ungeteilt Jesus. Wir möchten so 2 große Wahrheiten aus diesem Gleichnis für uns jetzt vertiefen, wie uns das gelingen kann, was uns darin helfen kann. Und das Erste, was mir so wichtig scheint, Geld ist ein Mittel zum Zweck. Geld ist Mittel zum Zweck. Wenn wir Geld so sehen, dass es ein Werkzeug ist und nicht ein Schatz in sich, dann wird es uns nicht bestimmen und dann können wir ein gesundes Verhältnis auch haben zu Geld. Wir sind schlussendlich nur Verwalter. Alles, was wir haben, haben wir schlussendlich von Gott. Haggai 2,8. Denn dir, dem Herrn, dem allmächtigen Gott, gehört alles Silber und Gold. Man kann heute, wenn ich das richtig gelesen habe, Gold auch sehr aufwendig synthetisch herstellen. Aber grundsätzlich kann man sagen, alles Silber und Gold hat es schon gegeben, bevor es die Menschen gegeben hat. Und es wird es auch noch geben, wenn wir wieder gegangen sind. Gott hat das geschaffen und wie es jetzt verteilt ist, schlussendlich kommt alles vom Herrn. Und ich meine auch, dass wir in der Schweiz leben oder in der Schweiz geboren worden sind, hat jemand von uns irgendeinen Einfluss darauf? Es hätte auch sein können, dass wir irgendwo in den Slums dieser Welt auf die Welt gekommen wären. Oder deine Fähigkeiten, clever zu sein, viel Geld zu verdienen. Hast du diese Cleverness selber gegeben? Nein, ist alles ein Geschenk Gottes. Mich macht das wirklich demütig, wenn ich mir das immer wieder mal vor Augen führe. Hey, auch meine Fähigkeiten, was ich mit meinen Händen, mit meinem Kopf tun kann, es ist ein Geschenk Gottes. Und alles, was da rauskommt, aller finanzielle Segen, es ist von Gott. Punkt. Wir sind nur Verwalter. Wir sind nicht die Eigentümer von dem, was Gott uns gegeben hat. Wir sind nur Verwalter. Ich finde, der Vergleich mit den Pokerchips, das haben wir schon von Rebecca gehört, das passt sehr gut.
Wir klammern uns manchmal ans Geld, wie wenn das alles wäre, wenn alle unsere Hoffnung darin besteht. Dabei ist es eigentlich viel treffender, wenn wir davon reden würden, unser Geld sind so wertlose Pokerchips, die einfach für eine Zeit lang eine gewisse Bedeutung haben, aber irgendwann haben die überhaupt keine Bedeutung mehr. Und auf unsere ganze Existenz hin passt das sehr gut mit dem Geld. Unser Geld hat jetzt eine gewisse Bedeutung in dieser Welt. Aber in der Ewigkeit ist unser Geld noch weniger wert, als diese Pokerchips irgendwie für uns einen Wert haben. Und wenn wir etwas mit dem Mindset durch die Welt gehen, dass das Geld, das wir haben, das ist wie Spielgeld, dann hängen wir also unser Herz viel weniger dran. Dann merken wir, hey, das ist etwas, das kann ich jetzt einsetzen, das kann ich gebrauchen, aber es ist nicht das, was mein Herz bestimmen soll. Und trotzdem, auch wenn es nur Pokerchips sind, sage ich mal, sollen wir trotzdem treue Verwalter sein. Das ist das Kleine, das Wenige, über das Gott uns setzt, und er möchte uns mehr geben. Das Gleichnis führt jetzt nicht im Detail aus, was es heißt, treu zu sein. Aber in der ganzen Bibel würden wir noch viel dazu finden. Ich habe euch nur gleich 2 Verse gebracht. Der eine, der Herr verabscheut Betrug, doch er freut sich an Ehrlichkeit. Ehrlichkeit wäre ein Teil von Treue. Oder nun sagt er, dann gebt dem Kaiser, was ihm gehört, und gebt Gott, was Gott gehört. Also auch da können wir Treue üben. Ich war gerade letzte Woche im Restaurant, ich habe bezahlt und dann irgendwie nochmals kurz überlegt, das kann doch nicht sein, dass es so wenig gekostet hat. Dann schaue ich die Quittung an und merke, okay, ja, das war von einem anderen Tisch. Die Bedienung hat dann überhaupt nicht Danke gesagt, dass ich mich gemeldet habe, ganz im Gegenteil. Warum störst du mich eigentlich nochmals? Aber es war für mich klar, die Ehrlichkeit ist verankert. Ich kann nicht anders, als dass ich das nochmals sagen muss und dass ich die ganze Rechnung begleichen muss. Das ist etwas, treu sein im Kleinen. Und ich sehe Treue auch, indem dass wir wirklich die Weisheit suchen im Umgang mit unserem Geld. Und die Bibel sagt viel über Geld, aber sie lässt ein Spannungsfeld da stehen. Es gibt keinen Verteilschlüssel in der Bibel, so viel das, wir für das brauchen, so viel für das. Und ich würde sagen, es gibt so 3 ganz große Bereiche, die dieses Spannungsfeld erzeugen. Das eine ist, was konsumiere ich, was genieße ich, was brauche ich schlussendlich für mein Leben? Und was ich brauche, ist ja sehr relativ. Die einen brauchen so viel zum Leben und die anderen kommen mit so wenig zugange. Und das möchte ich gar nicht werten. Aber es ist auch etwas, das wir in diesem ganzen Spannungsfeld auch berücksichtigen müssen, wenn es um die Treue geht. Mir gefällt ein Slogan sehr gut, Kupfer genügt. Kupfer glänzt wie Gold. Aber es ist doch viel günstiger als Gold. Du hast fast den ganzen Nutzen, aber nicht den ganzen. Und das kann so ein Slogan sein, der uns vielleicht gerade im Konsum auch etwas hilft. Hey, Kupfer genügt. Wenn du dein nächstes Auto kaufst, soll es jetzt Gold oder Kupfer sein? Ja, hey, Kupfer genügt. Es fährt, es hat alles, was es braucht, aber eben, es muss vielleicht nicht noch Gold dran haben. Kann man auch, wenn man ins Restaurant geht, hey, es gäbe da Gold, es gäbe Kupfer, ja. Hey, Kupfer ist auch schon sehr fein und der Aufpreis zu Gold, ist es das wirklich wert? Großzügigkeit, darüber redet die Bibel sehr viel, dass wir auch unsere Herzen nicht von der Not verschließen, von unseren Nächsten. Und gerade wenn wir das so gegenüberstellen, dann merken wir vielleicht, wir sind zum Beispiel an unserem Hochzeitstag dieses Jahr Gold essen gegangen. Einmal. Aber ich habe nachher gemerkt, das war jetzt wirklich fast etwas zu viel, das möchte ich nicht mehr machen. Und kurz danach kam das Erntedankopfer. Ich merkte, hey, wir haben so viel Geld ausgegeben für einen Abend und mit diesem Geld könnte so viel bewegt werden auf der Welt.
Das hat mich dann schon etwas nachdenklich gemacht. Hey, Großzügigkeit ist ein Teil, wo Gott uns herausfordert. Hey, wie viel von deinen Mitteln fließen weiter? Mir fällt es nicht so schwer, großzügig zu sein mit mir selber. Aber darum geht es nicht. In der Großzügigkeit geht es darum, großzügig zu sein mit anderen Menschen. Und du kannst mal damit beginnen, dass du einfach deinen Zehnten gibst, wenn du das noch nicht machst. Vielleicht sagst du, oh, das ist für mich ein veraltetes Konzept. Du kannst auch die Apostelgeschichte als dein Konzept nehmen, dann kannst du gleich alles bringen. Und der dritte Bereich, da sind wir Schweizer sicher auch Weltmeister im Sparen, im Sicherheiten aufbauen. Und hey, ja, die Bibel redet davon, da können wir nur die Sprüche lesen. Es ist auch Weisheit darin, dass wir vorsorgen. Möchte ich überhaupt nicht schlecht machen, ich sorge auch vor. Ich mache mir da auch schon jetzt Gedanken darüber. Aber wir können es auch übertreiben. Und da, in diesem Spannungsfeld, müssen wir für uns herausfinden, was möchte Gott. Und wenn es um All-In geht, dann geht es nicht darum, dass wir dieses Spannungsfeld auflösen müssen. Dass wir auch sagen, hey, du musst einfach alles Geld weggeben. Aber die Frage ist, bist du wirklich bereit, mit Gott über dein Geld zu reden? Bist du bereit, mit Gott diesen Verteilschlüssel da immer wieder zu besprechen? Hey, was ist okay, was ich mir leiste? Wie viel soll ich weggeben? Darf Gott in diesen Bereich deines Lebens hineinreden? Im Gleichnis haben wir aber gesehen, wir sollen nicht nur treu sein, sondern jetzt eben auch klug oder clever, gerissen. Der unehrliche Verwalter, er hat wirklich gezeigt, was es heißt, dass Geld Mittel zum Zweck ist. Er hat es genutzt, um für sich vorzusorgen. Und ich würde das heute so ganz salopp einfach sagen, nutze dein blödes Geld und mach etwas Rechtes damit. Mach einen Unterschied. Das kommt im Gleichnis so herüber, oder? Im Original heißt es eigentlich der ungerechte Mammon. Mammon ist einfach ein umgangssprachliches Wort aus der damaligen Zeit für Geld. Aber hey, nützt das blöde Geld und mach wenigstens etwas damit. Das könnte man sagen aus diesem Gleichnis, dass Jesus sagt, dann macht euch Freunde damit, dann werdet ihr, wenn euch das Geld nichts mehr nützen kann, einen Platz im Himmel bekommen. Ganz ehrlich, zu 100% verstehe ich diese Verse immer noch nicht. Was ich ganz klar sagen kann, wir können uns nicht den Eintritt in den Himmel mit Geld erkaufen. Also da ist die Bibel sehr klar. Wir kommen nicht mit Geld in den Himmel. Aber wir können sagen, hey, wir können jetzt auf dieser Erde etwas bewegen, das eine Bedeutung hat im Himmel. Und die Frage ist vielleicht so, können wir nicht unser Geld so einsetzen, dass noch viele andere Menschen in den Himmel kommen? Hey, auch die Schweiz ist ein Missionsland. Ich meine, es ist wunderbar, wenn wir auch Geld rund um den Globus verteilen können, wenn wir auf herzzerreißende Fotos oder Geschichten reagieren können. Und da kann unser Geld auch einen riesen Unterschied machen. Aber hey, auch die Schweiz ist ein Missionsland. Unsere Freunde brauchen Jesus. Darf uns das auch etwas kosten? Ich finde es schon mega cool, all diese gelben Schilder da an der Wand draußen, wo wir etwas machen für unsere Freunde. Ja, das kostet vielleicht auch etwas, oder? Sind wir bereit, da zu investieren, dass viele Menschen in unserem Umfeld das Evangelium gehören, dass sie mal in der Ewigkeit uns wieder sehen und wir sie? Dass wir in den Himmel kommen, das ist wirklich alleine die Gnade von Jesus. Jesus ist so voll Liebe und Hingabe, dass er sein Leben ließ, damit wir seine Freunde werden können. Johannes 15,13. Die größte Liebe beweist der sein Leben für die Freunde hingibt. Und die Liebe von Jesus, die nützt uns nur etwas, wenn wir sie auch annehmen. Was Jesus durch seinen Tod anzubieten hat,
ist, dass wir Vergebung von unseren Sünden empfangen dürfen, dass wir die Gerechtigkeit Gottes empfangen, damit wir in Ewigkeit bei ihm sein dürfen. Er nimmt alle Trennung weg, die zwischen uns und Gott stand. Und wenn du dieses Geschenk noch nie angenommen hast, noch viel wichtiger als alles, was wir über Geld reden, hey, nimm dieses Geschenk an. Es hat Jesus alles gekostet, aber du darfst es umsonst empfangen. Jesus ist offensichtlich ein riesiges Vorbild der Großzügigkeit. Paulus zitiert eine Aussage von Jesus, die nicht einmal in den Evangelien überliefert ist. Apostelgeschichte 20,35. Es liegt mehr Glück im Geben als im Nehmen. Jesus hat das offensichtlich gelebt. Er hat sein ganzes Leben gegeben. Für mich war die Zeit in den Philippinen sehr prägend für meinen Umgang mit Geld. Und etwas, was ich da auch so mitgenommen habe, hey, wenn es darum geht, wie gesegnet ich bin von Gott, ich will es nicht daran messen, wie viel ich bekomme, sondern wie viel ich geben kann. Und hey, ganz ehrlich, für mich ist die Spendenbestätigung jedes Jahr ein Highlight, vor allem wenn es jedes Jahr etwas mehr wird. Ist doch mega cool zu sehen. Yes, hey, Gott hat mich wieder mehr gesegnet, ich konnte noch mehr weitergeben. Weißt du, wie du herausfinden kannst, ob du das wirklich glaubst? Das ist auch der Check, ob Geld für dich wirklich Mittel zum Zweck ist. Wie gerne gibst du? Und zwar nicht dir selber. Und hey, wenn es uns schwerfällt, großzügig zu sein, suchen wir die Nähe zu Jesus. Er ist das Vorbild in Großzügigkeit. Und wenn wir uns vor Augen führen, wie großzügig er zu uns war, das muss unser Herz bewegen, dass wir auch großzügig sein können. Und dann schließt Jesus damit, dass er sagt, hey, ihr könnt nicht zwei Herren dienen. Geld nicht gleich unser Herr, Herr gleich Jesus. Das soll unser Leben beschreiben. Wir haben ja heute für verfolgte Christen gebetet, für Menschen, die auch wahrscheinlich gerade auch wirtschaftlich in viel schwierigen Umständen als wir leben. Das ist vielleicht ein Problem, das sie viel weniger haben als wir. Wir sind in der Schweiz mega herausgefordert, weil, sind wir doch ehrlich, wir brauchen Gott nicht. Wir haben unser Geld. Ich sage das jetzt etwas provokativ, oder? Aber wie viel müssen wir wirklich wortwörtlich darum bitten, Herr, bitte schenk mir dein tägliches Brot? Sagen wir, alle, die legal in der Schweiz sind, spätestens die Sozialhilfe, die gibt uns, was wir brauchen für unser tägliches Brot. Also wir sind eigentlich von daher unabhängig von Gott. Wir möchten es nicht sein, versteht mich nicht falsch. Aber es gibt viele Menschen auf der Welt, die wissen wirklich nicht, wie sie essen können. Dann ist diese Frage etwas einfacher geklärt. Aber für uns ist das eine Riesen-Challenge, wirklich. Dass wir schlussendlich nicht unser Vertrauen ins Geld setzen, sondern wirklich, dass Jesus unser Herr ist. Geld hat das Potenzial, unser Herz zu reißen, aber wir können auf die andere Seite auch Geld nutzen, unser Herz zu steuern. Matthäus 6,21. Denn wo dein Reichtum ist, da ist auch dein Herz. Eben, es kann ein Spiegel sein, dass wir einfach mal festhalten können, okay, mein Geld ist da, dann wird wahrscheinlich auch mein Herz da sein. Aber wieso können wir das auch nicht umgekehrt verwenden? Natürlich, Gott muss unser Herz bewegen, da bin ich 100% überzeugt. Der Heilige Geist muss in uns eine Liebe, eine Leidenschaft wecken. Aber wenn wir schon um die Macht des Geldes wissen, weshalb machen wir uns das nicht zunutze und schicken unser Geld dem voraus, dem unser Herz folgen soll? Macht das Sinn? Wenn du verliebt bist, dann spielt Geld auch keine Rolle, oder? Dann investierst du ganz viel, auch Geld in diese Beziehung.
Und das Herz wird noch mehr folgen. Du kannst sagen, ich liebe meine Gemeinde. Was folgt dann? Oder du kannst sagen, im Moment fällt es mir gerade etwas schwer. Und hey, ich hatte auch mal eine Zeit, da ich zahle schon seit Jahren einfach treu meinen Zehnten. Aber ich war mal wirklich so enttäuscht und unzufrieden, auch in der Gemeinde. Und was wollte ich als erstes tun? Ich habe so mit Gott gehadert. Ich gebe ja so viel her, jetzt behalte ich den Zehnten noch mal für mich. Und aber der Heilige Geist hat gesagt, nein, das kommt nicht in Frage. Und hey, ich möchte uns alle herausfordern, solange wir geben, werden wir auch die Leidenschaft haben. Und wenn du merkst, irgendwo, es fehlt an einer Leidenschaft, gib. Schick dein Geld voraus, dass dein Herz dem folgen kann. Für den Auftrag Gottes, für Beziehungen, für deine Freunde, vielleicht sogar mal in der Ehe. Und auf der anderen Seite kannst du auch ganz bewusst dein Herz vielleicht stoppen, wenn du merkst, hey, ich habe eigentlich zu viel für mich selber, dann kannst du vielleicht den Slogan wieder hervornehmen, ein Kupfer genügt, dass du selbst dich einschränkst. Auch das ist ja ein Teil, wie wir unser Herz leiten können. Ja, weshalb fällt es uns so schwer, uns manchmal von dieser Macht des Geldes zu lösen? Ich glaube, die Frage, die wirklich im Raum steht, glaubst du wirklich, dass Gott mehr Macht hat als Geld? Natürlich, alle, die mit Jesus unterwegs sind, würden sofort Ja sagen. Aber leben wir wirklich auch so? Hat mich schon herausgefordert. Wer ist wirklich mein Versorger am Ende des Tages? Ist es meine Vorsorge oder ist es Gott? Glaube ich wirklich, dass Gott mehr Macht hat als das Geld? Und so, hey, es geht heute nicht darum, dass wir eben irgendwie bankrotte Christen sein müssen, aber bist du bereit, all in zu gehen mit deinem Herzen, dass wirklich Jesus deine einzige Hoffnung ist, dass er dein einziger Herr ist? Ich möchte jetzt miteinander in eine Zeit des Gebets gehen. Ich lade euch ein, dass wir miteinander aufstehen und einfach so die Gegenwart von Jesus suchen. Jesus, wir sind dir so dankbar, dass wir in der Schweiz leben dürfen. Dass wir so gesegnet sind materiell, auch von der ganzen Sicherheit, Gesundheitswesen, alles. Wir haben so viel. Auch die Ärmsten von uns sind weltweit gesehen sehr reich. Und du selbst hast gesagt, es ist so schwer für Reiche ins Himmelreich zu kommen. Weil du kennst unser Herz und du weißt, was Geld für eine Macht haben kann. Wie es um unsere Aufmerksamkeit buhlt. Wie es Herr sein möchte in unserem Leben, obwohl es auch das Beste ist, wenn du unser Herr sein kannst. Danke, Heiliger Geist, dass du jetzt zu uns redest. Danke, dass du auch nicht da bist, um uns zu verurteilen. Auch nicht, um uns ein schlechtes Gewissen zu machen. Aber wenn wir irgendwo in den Fängen, den Strecken des Geldes irgendwo drin sind und da auch eine Freiheit brauchen, so bitte ich dich, dass du jetzt einfach zu uns redest. Dass du uns zeigst, was die nächsten Schritte sind. Vielleicht sind Menschen da, die haben noch gar nie bewusst gesagt, sei du auch Herr über mein Geld. Herr, schenk uns den Mut, diesen Schritt gehen zu können. Ja, in diesem Spannungsfeld, wie soll ich mein Geld richtig einsetzen? Vielleicht auch, was soll ich behalten, dass ich auch investieren kann? Danke, dass du reden möchtest. Dass jeder, der das möchte, auch von dir hört. Was ist dran? Wo soll ich geben? Wo soll ich zurückbehalten? Welche Not geht mich etwas an? Wo muss ich mich auch abgrenzen? Danke, dass du uns darin zu Hilfe kommst. Heiliger Geist, rede du zu uns. Lass uns wirklich Menschen sein, die treu und klug mit Geld umgehen. Dass wir eines Tages, wenn wir vor dir stehen, als solche gelobt werden können, du treuer Knecht. Daher möchte ich gerade für die Menschen bitten, die vielleicht noch gar nicht
diese Gewissheit im Herzen haben, dass sie eines Tages bei dir sein werden. Herr, du hast dein Leben gelassen, damit wir leben können. All diese Schuld, mit der wir beladen sind, die möchtest du uns abnehmen, weil du hast sie bereits getragen am Kreuz. Und ich bitte dich für die Menschen, die das betrifft, dass sie heute den Schritt wagen dürfen in diese Freiheit hinein, dass sie ihr Leben dir anvertrauen können. Ich bitte jetzt die Leiter, dass ihr euch bereitstellt. Und du darfst sehr gerne einfach am Platz beten. Du darfst Dinge mit Gott besprechen. Hey, wenn er zu dir redet, dann schreib es auch auf, dass du die Schritte dann gehen kannst. Und wenn du noch Gebet wünschst, hey, bitte komme doch. Vielleicht hilft es dir, etwas zu bekennen. Vielleicht hilft es dir, wenn jemand für dich auch betet, weil du vielleicht wirklich Mut brauchst, auch Schritte zu gehen. Und gerade wenn du nicht sicher bist, ob du zu Jesus gehörst und du möchtest heute diesen Schritt auf Jesus zumachen, bitte komm, wir möchten sehr gerne mit dir beten.